Hallo meine Lieben, herzlich willkommen in unserer 26. Lektion. Schön, dass ihr dabei seid. Heute mache ich ein bisschen besonderes Video, weil heute wir nicht in einer Stadt sind und ich zeige euch heute keine Sehenswürdigkeiten, sondern heute möchte ich mit euch etwas kochen oder backen. Und gestern habe ich nach Rezepten geschaut und wollte etwas Besonderes oder typisches Deutsches, Schweizerisches oder Österreichisches finden. Und dann habe ich ein Rezept von einer Torte gefunden. Und das ist Schwarzwälder Kirschtorte. Diese Torte kommt aus Schwarzwald, das ist eine Region in Deutschland, in Baden-Württemberg. Und vielleicht kennt ihr schon diese Torte oder vielleicht habt ihr diese Torte schon probiert. Und heute möchte ich mit euch diese Torte zusammen machen. Ich habe noch nie diese Torte gemacht, aber heute möchte ich das probieren und vielleicht macht ihr sogar mit. Also, seid ihr bereit? Dann los geht's! Was brauchen wir für diese Torte? Wir brauchen 80 Gramm Zucker und dann noch 3 Esslöffel Zucker. Dann wir brauchen 4 Eigelb und dann 4 Eiweiße. Außerdem brauchen wir 2 Esslöffel heißes Wasser, dann eine Prise Salz. Ich habe hier Himalaya-Salz, aber ihr könnt ein normales Salz nehmen. Dann brauchen wir auch 80 Gramm Mehl. Nach Rezept ist es glutenfreies Mehl, aber ich nehme ein normales weißes Mehl. Dann wir brauchen 3 Esslöffel Kakaopulver, auch halben Teelöffel Backpulver und das ist alles für Biskuit. Und für die Füllung brauchen wir 3 Deziliter Vollrahm oder hier habe ich 35% Vollrahm, Milchfett. Dann wir brauchen auch 2 Esslöffel Zucker. Dann brauchen auch Rahmhalter, damit unser Rahm schön stehen bleibt. Und auch wir brauchen 350 Gramm Kirschen. Hier habe ich Schattenmorellen und sie müssen ein Stein sein. So bedeutet ohne Stein. Und auch dafür, dass unsere Torte sehr schön ist, brauchen wir auch Schokoladenspäne. Und so wird hoffentlich unsere Torte auch aussehen. So, das sind die Zutaten. So, los geht's. Und als erstes machen wir das Biskuit. Wir nehmen 80 Gramm Zucker, 4 Eigelbe und 2 Esslöffel heißes Wasser. Und das alles wird mit dem Schwingbesen gerührt, bis Masse heller ist. Dann nehmen wir wieder eine frische Schüssel und geben dorthin 4 Eiweiße mit einer Prise Salz und schlagen es steif. Dann Hälfte des Zuckers beigeben, wieder schlagen und am Ende Rest des Zuckers beigeben und wieder kurz schlagen. Und jetzt machen wir noch den dritten Teil des Biskuits. Wir mischen 80 Gramm Mehl,
3 Esslöffel des Kakaopulvers und den halben Teelöffel des Backpulvers. Weiter in der Rezeptbeschreibung steht, man muss das alles lagenweise mit dem Eischnee auf die Masse geben und dann mit dem Gummischaber sorgfältig mischen. Ich denke, an dieser Phase habe ich etwas falsch gemacht, weil mein Biskuit nicht hoch geworden ist. So, man muss nochmal richtig nachlesen. Dann füllt man den Teig in die Form. Form etwa 24 cm, muss mit Backpapier belegt sein und Rand muss gefettet sein. Und dann Form mit dem Teig in den Ofen schieben und ca. 20 Minuten auf 200 Grad backen. Und solange Biskuit im Ofen ist, machen wir noch die Füllung, so die Creme für unsere Torte. Wie geht das? Für die Füllung nehmen wir 300 ml Vollrahm und müssen ihn steif schlagen. Am besten wird es bei plus 5 Grad geschlagen. Dann am Ende 2 Esslöffel Zucker und ein Päckchen Rahmhalter beigeben. Und wenn das Biskuit fertig ist, muss man es auskühlen, aus der Form herausnehmen und quer halbieren. Dann auf eine Tortenplatte legen und 1/3 des Rahms und fast alle Kirschen darauf verteilen. Dann legen wir den zweiten Teil des Biskuits drauf, verteilen den restlichen Rahm und am Ende verzieren wir die Torte mit den Schokoladenspänen, vielleicht noch etwas Rahm und den restlichen Kirschen. So sieht meine Schwarzwälder Kirschtorte. Sie ist ein bisschen anders, weil normalerweise diese Torte höher ist und meine ist nicht so hoch geworden. Ich weiß nicht warum. Und vielleicht habt ihr auch mit mir zusammen diese Torte gekocht. Und probieren wir mal zusammen. Und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann macht bitte Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!